Et ass endlich soweit. Et gëtt gëlle Fromage ze kaufen. An de Philipp zielech lo genau wat et gëtt. Ma mir hunn die heute T-Shirt an dem Schwarzen an enger wunderschöner hellblo. Genau dat Name schon auch fir Tudis am Schwarzen an am hellbloen. An mir so'n Hafsip am Schwarzen, wo auch ein Mikropatch drübers. Genau, an die könnt ihr lo kaufen, indem der einfach zum Beispiel auf Insta als eng Nachricht schreibt. Geweis extrem frei, wann der unterstützt. Ah ja, by the way, der Podcast mit Melody Funk war mega cool. Ja, mir mit Team drüber geschwart, wie wat hat Periken und wenn es dabei rausgeht. Den Druck, den er tut als Social Media Content Creator, an hat er das ein Live für die schönen Kleider verholen. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. War ja immer witzig. Ich meine, dass die Mädchen vergehen, weil du sie gefreut hast, wo Musik kommen. Und dann sind die Mädchen in Lounge gelaufen, weil du weißt, reden. Ja. Und sie schießt so Wortfetzen her, wie sie sich gegenseitig gesagt haben. Ja, das ist einfach immer einen mega schönen Rack runter. Ja, ja, das war. Ja, und du solltest zum Philipp, ich meine, hat können. Ja, ist das überall geil. Ich war für so nach auf einem Meeting, und wie bist du hin, wo ich 4-5 Leute so erkannt und angeschwärzt. Und seitdem habe ich mega viel Kappe bestellt, weil ich einfach viel Kappe und den, für die Leute schon nicht so viel erkennen, für das ich auch kann, keine Ahnung, auch Kaffee gehen oder. Du willst was am Jogging heute. Mega Jogging. Das ist wirklich so krass, dass das schon nervt. Nerven nicht, ging ich so, weil ich fand meine Community mega cool und die Leute, die mich anschwatzen, sind auch mega chill. Und ich hatte noch nie eine Situation, wo ich mir Schuhe ging oder so. Und okay, das war mega nervös. Und mir haben so einfach keinen Bock. Also hast du auch morgens und ich nicht immer Lust, mein Brushing zu machen, die mir 1 Stunde hält und mein Make-up perfekt sitzt. Da ging ich auch eins so aus dem Haus und ich habe einen Körper fertig. Ich kann mich quasi gehen. Okay, ich wollte gerade fragen, das ist dann was auch inkognito. Quasi, aber wenn ich das mir auch schon bestellt, da gehe ich mal ein paar Recke raus. Schwierig. Und ich andere noch mein Du. Krass. Und mein das ist schon so weit. Ja, mein Kollege meint du all matt. Okay. Ja. Die kannst du nicht modeln, natürlich, den nehmen. Doch. Ja, wer hat den Finanz? Geraldine. Ja? Ja. Ich fand den manchmal so witzig. Und irgendwie so passend bei den Personen, die den Stand gesehen haben. Mein Kollege wissen das dann noch. Ja. Ja. Das fühlst du dich dann noch an, dann von zu Bonnen dran, so wenn du die Person was oder die. Ja, ich meine, wenn ich dann inkognito bin, film die war schon mal. Ja, also ich mach, okay. Also like, wenn ich so inkognito bin, dann fühle ich mich mehr. Ich kann es mir so mal einfach verrückt sein und machen, was ich will. Und auch wenn ich rausgehe, passe ich dann immer ob ich mich filme, wie sie nie, ob ich dann ein Glas Alkohol am Grab hole. Und die Leute haben dann ein Foto im Moment wollen. Und wenn du willst, du auch aber so ein Glas mehr trinken. Und in dem Moment will ich nicht immer, dass ich mich erkennt oder jemand mal schwarzen kann. Und du fährst dann in dem Moment einfach Cap oder Perücke und klappt immer mega gut. Wen Kappen, weißt du das? Alle Farben. Rosa, grau, schwarz, für einfach bei alle Look dabei. Ja. Das heißt, du gehst zu Lützeburg mehr erkannt wie du in Frankreich oder so? Überall. Ja? Ja. Es ist mittlerweile schon so, dass letztes Jahr war ich mit Kollegen zu Saint-Raphael. Das ist wirklich am Süden von Frankreich, aus 1000 Kilometer von Neuwest. Und du effektiv auch viele Leute erkannt, wenn ich halt die hohe mache, weil das wirklich, wie lebt schon mit seinem Brushing, all das so rundherum, wenn ich Tore oder so mache, dann kann ich mich schon extrem viel Leute. Du hast auch schon mal abgeschrieben, wirklich viel Followers, das ist 140.000 auf YouTube, 228.000 auf Insta, 836.000 auf TikTok und bald 40 Millionen Likes. Ah ja, ich muss einmal. Logisch, das ist schon crazy. Schon viel, ja. Und das ist einfach, ich stehe einfach in Passion, Passion für einen schönen Rack oder so unikate Sachen, so wie Prablien oder Objekte, die ich dann im Internet gesehen habe, und dann so mal, oh, mega cool, ich will das bestellen. Und dann, voilà, delen ich das einfach. Voilà, die Leute gucken das. Machst du das ganz allein oder hast du so eine Kippe drin? Also ich habe meine Freundin drin, die quasi alles filmt. Das ist hier immer den mit der Kamera überall drin lebt. Wir gehen auch mit Kinepolis, gehen wir Ivamo auf London, fangen von Premiere. Und hier könnt ihr dann mit, weil ich kann ja nicht allein gehen und dann ein Selfie machen. Das ist alles kompliziert. Ich brauche immer +1, den ich da filme, das ist der Mission 10.
Ich habe noch eine Agence, die alles so Administratives geriert. Und das ist auch ganz kompliziert, wenn der Marktgebäude kommen. Und dann durch Ausschwätzen, das ist dann mehr einfach durch eine Agence. Das also auch mehr professionell. Das machen diese Management-mäßig. Genau, so Management, die gucken auch, okay, aus der Klient Potenzial passt die bei hat oder nicht. Okay. Und ich kann auch mal nicht so, ob mir das gefällt oder nicht. Und voilà. Okay. Aber wie hat das alles angefangen? Also, es hat für rund 4 Jahre angefangen, also war Corona. Und wie ganz viele Leute haben mich da eben gelangweilt, war schon immer fasziniert von Social Media. Und du sagst ich mir, komm, ich attackiere mich schon TikTok. Und das war wirklich eine Plattform für mich. Oh mein Gott, ich fühle mich so alt. Weißt du, ich bin 28. Okay. Und du, das ist vor 4 Jahren, war ich 24. Genau, du warst dann auf TikTok. Und ich habe mich wirklich alt gefühlt. Ich habe mich schon nicht gesehen, wie wenn ich da tanzen ging. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich fühle mich auch nicht bequem. Du machst so mit der Kamera. Und ich sag mal, ich war in einem anderen Format. Und dann sind ich in die Richtung gegangen, dass ich so Restaurants gesehen habe zu Lützburg oder Leute, die Sachen machen, sind die dann Filme gegangen und haben dann so gepostet, wie die ein bisschen machen, so, oder Leute sich oder dann hier Geschichte steht. Okay. Und das habe ich dann am Anfang gemacht. Und das hat auch ein bisschen geklappt. So wie der Mut am Anfang. Ja, genau, genau. Und wie gesagt, das hat ein bisschen geklappt und dann sollte ich mal irgendwann so Fashion-Richtung, das ist aber auch schon cool. Und dann habe ich auf Instagram ein Keier war so super Sale am Kosovo bei irgendeinem Creator, super Sale an seiner Story auf Instagram. Und du warst so mega schöner Rock und ich so, wow, den Leute will ich unbedingt. Und die war so 200 €. Und so sagt die immer so mega lusch, ja, schick mal den Firma so per Story. Und ich war so, das ist so lusch, aber da war 200 €, das ist noch nicht mega schlimm. Schon einfach geschickt. Und zwar ist drauf, hat ich Rock. Easy. Gut. Okay, cool, alles gut gegangen. Ich habe ihn dann geunboxed an einem Video, schon hat online gesagt. Und am nächsten Tag steht ich auf 4 Millionen Views im Video. Und ich war so, was ist gerade geschieht? 4 Millionen Views. Ich hatte noch nie so viele Views. Wie hast du so viel drin? So? Wenn es gut geht, 20.000. Okay. Das ist 4 Millionen war für mich enorm. Ja. Und ich konnte gar nicht mehr schlafen. Weil ich kam in Leben, wo ich um 6 Uhr wach war, morgens, auf einem Weekend. Und ich habe gescrollt und Kommentare gelesen. Und ich war so wie seht ihr, so verblendet von meinem Handy, von den Views, von der... Voilà, ich war fasziniert. Ja. Und ich war schon echt begiert und war so... Ja, ich war so... Okay. Wie von einem Dram, den muss an Erfüllung... Ich dachte, so viel hat er gemacht. Ja, voilà. Wolltest du schon, hast du immer so den Dram so bekannt zu sehen? Ja, ich wollte immer auf Events gehen. Okay. Also, ich wollte immer Part of the Society sein. Okay. Das war immer so ein Traum von mir, schon immer die Kristalle gesehen, auf Rotapische gehen. Ich wollte das doch. Und das hat aber nicht direkt geklappt. Also nicht, dass ich ein Video die viral geht. Das war auf TikTok? Das war auf TikTok. Und dann habe ich weitergemacht und noch gedealt. Und das immer mehr groß ging und immer weiter und immer mit den Rack und ich weitergemacht. Und dadurch dann auf Instagram gepostet wurde, dass es auch mehr groß geht. Und voilà, so hat es dann angefangen. Immer Track von dem als Kosovo oder auch andere? Mal quasi, ja. Quasi okay. Immer Kosovo. Letztes Jahr war ich auch Kosovo besichern. Und du alles ein bisschen dokumentieren, wie sie das machen. Sollte ich schön sehen? Ja, das ist Kosovo schön. Also Kosovo selber, also sie hat ja nach Krieg für 20 Jahre, meine ich. Und das gesagt ihnen, von den Duiner können gesagt ihnen also die bombardiert Sachen, die gesagt ihnen halt, die sind auch überall. Und du hast einen Kontrast mit der Modernisierung, die dann, sie haben noch zum Beispiel so neu, so große Malls, die sie dann bauen. Und sie sind noch gar nicht so weit wie heute an der Technologie und alles. Das heißt, du, wo ihr mit dem Auto könnt, wo die Barriere abgeht, wenn es ein Ticket hält, die kennen das gar nicht. Das heißt, du sehen, angestellt, die auf den Knöpfchen drückt, für die ein Ticket zu gehen, bis die Leute verstanden haben. Das war dann der Kosovo mega, als man direkt und dran mega. Hast du so einen Hub für das? Also als Kosovo so bekannt für Rack jetzt? Ja, also schon gefühlt alle 5 Personen da als Designer lehrt hat. Und sie haben noch so super Designer-Stars. Das ist, wenn du dann du erst gehst und du siehst, was du für über direkt Reportagen zu machen, da sind es, oh
ja, wir haben also Superstar, der Waldrin Sahiti, das ist für sie wie für uns, keine Ahnung, den David Guetta, weißt du, so ein mega Bekannten, den dann von der Gegend kennt. Und, ja, das. Ja, als Lützeburger, wie werden äquivalent? Ja, schon so den Luc Frieden. Ja, genau, den Fußballspieler. Ja, voilà, das ist. Und direkt diese Lo immer so undes an den Video. Kriegst du den Lo für nice oder kriegst du den immer? Hängt davon auf. Also, login ich auf die Avant-Premiere, wo ich wieder so mit Kinepolis. Und dann habe ich einfach sehr einen Designer angeschrieben, weil den mittlerweile kennen wir schon so gut. Und so, ich sprach Rock, so und so. Und dann checkte man ein paar Optionen. Und dann kriegst du den gelähnt und dann nur der Avant-Premiere checken wir schon zurück. Okay. Und voilà, das ist schon so ein Designer, die wollen Werbung. So ein Schienen, schenk mal Rock. Du kriegst du den Video und den Werbung, wie du willst. Und Heinz, du brauchst Rock, da freue ich sie. Und dann oft also mit ausgelehnten Kleidern. Okay. Und sind auch schon so an der westlichen Welt mega so bekannt Designer, irgendein, keine Ahnung, so mal irgendein Designer. Karl Lagerfeld, mir ist tot. Coco Chanel, keine Ahnung, wissen Sie die bekannten Brands, was du schon mit denen in Kontakt? Ja, also wie gesagt, der Waldrin Sahiti, der ist so der größte Name da hinten. Sogar wir waren bei einem Koffer irgendwo einen verloren durch. Und die wusste genau, wie der Waldrin Sahiti wird. Das so, die hat doch über 2 Millionen Followers auf Instagram. Und den geht dann auch so Beyoncé und ja. die allergrößten Stars. Und das ist auch eine Geschichte von einem Mann, den früher Gucci war, den dann seine Kleider designt hat und den einfach von heute auf morgen weltweit bekannt ging. Und ich war da an dem Showroom dann schon noch kennengelernt. Ja, bon, das ist ein feiner Monsieur, aber du merkst, dass er wirklich aber schon ziemlich bekannt ist. Okay. Und, ja, ich soll nur nicht mehr dazu Ja, sagen. okay. Gehst du so, dass du das ganz möchtest, weil du die Kleider so gerne hast oder weil du gerne irgendwo hin kannst? Du an die Kleider Anfang des Monats sind, für du hinzukommen? Also, ich ging so, es bleibt immer eine riesige Passion. Ich meine, ich bin eine große Disney-Prinzessin im Leben. Und die Leute sehen mich auch so, und meine Hand blinken einfach, wenn ich einen Rock auspacke. Und da dann meine Hand kann auspacken. Ich bin noch immens fasziniert von Materien. Ich habe noch einen Bachelor-These geschrieben über Krokodilleder. Ganz kontroverses Thema. Was ist studiert? Grafikdesign. Und ich habe also ganz Buch designt über die verschiedenen Materien. Und ich weiß, das fasziniert mich. Und dann so Rocken auszupacken, ja, und die ganzen Glitzer und die Blumen. Oh lala, das ist faszinierend. Und noch die ganze Arbeit schon drin. Oh, das verliert sich heutzutage. Und ich meine, das fasziniert mich effektiv mehr. Weil den Drang zu haben, dann so irgendwo hinzugehen, mich zu weisen. Weil ich muss auch so, vielleicht sind ich irgendwie aber ein bisschen ein introvertierter Mensch gehen mit Social Media. Okay, weil mich halt überall erkennt. Das ist, wenn ich irgendwo hingehe, ein bisschen zufrieden, das ist mit direkt. Und dann darfst du keine Fehler erlauben. Und du musst immer richtig sein und ja, keine Fauxpas machen. Weil du fährst, also ich fährte immer, dass dann Sachen über mich gesagt gehen, wo ich keine Kontrolle drüber habe. Wie auf Social Media kannst du kontrollieren, was du postest, was du willst weisen. Ich weiß auch nicht alles. Ne? Und wenn du dich an der Öffentlichkeit weist, an der Fauxpas an irgendeinen, der veröffentlicht, dann hast du quasi keinen Murstreben. Und dafür passen ich immer ganz gut über an der Öffentlichkeit, wenn ich meine, wen ich sehe. Und dafür gehe ich immer mehr zu der introvertierten Person. Ja. Anstrengend, ja. Dafür paar ich noch Kappen. Wie war es als Kant? Oh, als Kant? Sind ich galoppiert wie ein Pferd an der Spielschule rundherum. Ja, so. Ich war schon immer aber extrovertiert, auch mit Kollegen. Ich bin immer ganz verrückt und ich lache ganz viel. Ja, das war auch immer schwer, dann immer da zu leben, weil die Leute mich nicht verstehen und schon immens gerne immer geträumt. Und mein Prof sagte oft, ja, komm mal rufen, Dinger Wollig und konzentriere dich mal mehr. Und an der Schule war ich noch nicht immens gut, noch viel gekneipt. Ich bin ein Ding aufgeholt, ein Diplom. Aber habe ich es gepackt, ich werde mehr
an meine Richtung gehen, weil du besser gesehen, Gott sei Dank. Ja. Und mein Master habe ich dann auch ganz gut hingekriegt. Und bist du mittlerweile hauptberuflich oder schaffst du noch mal? Ich arbeite nach Niveland, okay. Das habe ich gerne privat, weil ich unterschiede immer gerne meinen Beruf und Social Media. Und die zwei Sachen gefallen mir ganz gut. Und es klappt auch ganz gut seit dem Anfang. Ich bin ganz zufrieden damit. Und voilà. Die schwarze Lonie von meiner Arbeit auf Social Media, das ist für mich Jobs. Von was also egal muss gehen. Ganz kurz, müsste Vollzeit schaffen noch, oder? Nee, ich schaffe nur eigentlich 10%, ich studieren, ja. Diana, Frau, du hast irgendwann an einem Artikel hast gelesen, gesagt, dass ihn zuletzt nicht kennt als Influencer lehren. Ich meine, mittlerweile kennst du auch, wenn du willst, wenn du misst. Ja, mit dann, ohne das Gefühl, ich muss auch alle Kollaboration akzeptieren. Und das will ich nicht. Ich will auch immer die Freiheit behalten, dass ich das mache, was ich wirklich will. Und wenn jemand sieht, hey, hallo, ich schenke da schon von, was weiß ich, wie viel suchen, das sind ich mega froh. Keine Ahnung, musst du nicht kaufen. Und ich bin mega schön, die bei mir reinpassen. Das geht mir durch. Und du für die schaffen, für dann, weißt du, so. Ja, ich verstehe das. Dass es normal so die Kreativität bleibt und dass du nicht so zu viel so an den Strom kannst, und ich muss so machen. Ja, das will ich nicht. Und noch mit der Inflation und mit dieser Zeit, ich sehe, dass alles für mich schwer geht. Und ich will das nicht. Das wird mir zu stressig. Ich bin gerne ein komfortabler Mensch und oft Krutschenker sagt gesagt, le parti du moindre effort, wenn es geht, Mensch. Moindre effort. Wie seht ihr, gut Pferd springt nicht mehr her, wie es muss. Voilà. Heißt du, was muss sehen, ja. Der Mann hat der Quiz nicht froh. Zum Beispiel, just nach, wenn es muss sehen, wenn ich muss, sich überwannen, der Manager, wie Eurovision, die ich präsentiert habe, kommen wir vielleicht noch. Ja, voilà, mit du, voilà, schon mich müssen überwannen, schon gemacht, und schon dick froh. Und sie dich gefreut? Ja. Ja. Warst du direkt ja oder was musst du überlegen? Also, so mal nur direkt das Thema. Also, okay. Ich war am Flughafen letztes Jahr in Thailand zu fliegen. Und es war gerade Boarding. Und ich wurde angerufen, RTL. Salut Melodie, wie wäre es, wenn du die Eurovision ging präsentieren? Das für 1500 Leute und das ist okay. Und ich so, warte, und plus, ich habe noch nie Eurovision geguckt, ich war nie Fan davon, ich wusste nicht, wie das ging laufen mit den Punkten, ich habe geguckt, ich flamme von Neich, ich habe noch nie Eurovision geguckt. Das geht schon, das kriegen wir hin. Und dann so, ja, kann ich schon mal überlesen, wieso ich mit so einem Flieger klappen, das geht Boarding. Und er sagte, ja, ruf mal an, so mal Bescheid. Und gut, und ich stand am Flieger, hatte ich 12 Stunden für zu überlegen. Und nur 10 Minuten so, ich mein Freund, komm. Das ist emolisch. Also, das kriege ich hin, schon nach 2 Monaten, meine ich, war es, für Ruf zu kommen, und das klappt schon. Aus Erfahrung auch so, ja. Voilà, und dann musste ich ein Casting machen, weil ich meine, sie noch meine Stimme hören, dass ich nicht so sicher bin. So kommen wir aber Casting, für sicher zu sehen, dass du von einem Prompter auflesen kannst. Und ich so, was ist ein Prompter? Und sie Melodie, das ist die Küche, wo ein Text lebt, wo es einen Text für liest. Und ich so, ich kann ihn so sehr lesen. Und so, Melodie, das adaptiert sich, Digga, lies Schnelligkeit. Und dann war ich so, okay. Und dann habe ich mich missten dann super schön. Und du, wie war nicht Eurovision da hier? Und du war dann Casting mit Raoul und mit Loic, die dann noch den Moment mit mir präsentiert. Und dann habe ich mich vom Prompter auflesen, mir schon meinen Text schon auswendig gekannt. Ja. Und alles mega gut. Wirklich super, das Casting. Und du sagten sie mal, ja, Leute hast du mal, wenn der Prompter ausgeht, wie du da reagierst. Oh, mega null. Also ich konnte nicht mehr weiter schwätzen. Du kennst das auswendig? Ja, aber in dem Moment, ich war so gestresst. Okay. Ja. Und ich tue einfach egal, was gezählt mit dem Raoul. Raoul? Das ist geil. Raoul, also noch Freunde. Raoul? Voilà, das ging. Und sie sagten mal 2 Wochen für drin. Sie gingen in die Schule oder 3. Also es war alles mega kurzfristig. Okay, krass. Und ich musste last minute noch sehr raxisch. Konntest du dir selber wählen? Ja, also sie hatte ein paar Optionen, aber die waren halt nicht so pompös wie das, was ich hatte kriegen und so die Produktion. Nee, heute tust du den Kontakt da, siehst du da raus, wird schon passen.
Voilà. Was war eine gute Company mit dem Raul und Ja, das war mega cool, also wirklich. Muss ich just auflesen. Ich denke, ich sehe nicht alles aus, wenn ich spontan. Alles aufgelesen. Raul hat genau so. Fleisch. Weil, muss ich auch nicht so viel so. Also ich hatte am ganzen Text, weil ich meine, sie und dann gemerkt, ich schon noch nie moderiert, schon noch nie präsentiert. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Und die drei, die mir mal präsentiert haben, die hatten halt mega viel Erfahrung. Ich, keine Ahnung, ich hatte auch mega Angst. Und ich hatte nicht so viel Text, Gott sei Dank. Und den bisschen Text, den ich hatte, den habe ich schon auch aber auswendig gelernt. Am Fall, wo der Prompter wirklich ausgeht. Ja. Und der Prompter ist auch effektiv oft so 1-2 Sekunden ausgegangen. Ja. Und zwar repetitiv während der Show. Das ist ein Problem. Ja. Frank. Ja. Das heißt, du hast mich den Text aber kennen und ich weiß noch, eine Stunde, riecht wie Paul. All meine Kollegen sagten, du stinkst wie so eine Statue. Und ich habe mich dann innen am kleinen Bildschirm gesehen. Und alle Kerls, die ich gesehen habe, und die Kamera bei einer anderen, warum ich so eine Karte geguckt, jetzt gucken, wo man sind, wenn ich schwatzen muss. Und ich war so drauf fixiert, dass ich dann, ja, keine Fehler mache. Das ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ich hatte süß mal, ich musste einen Arzt interviewen. Und du hattest froh vergessen. Und ich habe mir aber klein aufgeschrieben. Und du warst so, ja. Und das war die ähnliche Klangen. Ja. War ich aber ziemlich zufrieden, ja. Und hast du welche Situationen erlebt? Bei der Eurovision, ja. Ich weiß, was erzählenswert ist. Ich meine, der Raul ist schon ziemlich witzig, auch mit ihm zu arbeiten. Ich habe auch ein YouTube-Video gepostet und ja, ich habe mich so viel damit. Das ist einfach so ein cooler Mensch. Also, so witzige Geschichten. Ich weiß nicht, ich war ziemlich gestresst oder ich habe schon vergessen. Ich weiß, morgens stunde ich nach, ja, das vielleicht. Wir haben morgens die ganze Show repetiert. 400 Eurovision, ja. Okay. Und das ist morgens mies am Anfang alles gut laufen. Ja. Weil sonst hat man Pech wie oben. Und ich weiß noch, ich war mit meinen Bikudien da. Nicht geschminkt, aber mit meinen Kruxen, um meinen Text zu lesen. Und die Leute haben dann so, Ali, du behalt den Bikudien und den Kruxen für du. Nee, schnell. Doch, das geht weltweit bekannt. Nee. Voilà. Nice. Ja, der Raul war auch bei uns auf der Quiz-Night und wir hatten gleich vorher eine Quiz-Night gemacht. Hier war einfach mit Kollegen, so, das war auch die witzigsten einfach. Ja. Das ist einfach so easy going, weißt du. So open ja. Und das ist so direkt entspannt. Das ist einfach so authentisch easy. Nicht mehr dritt gehen. Nicht mehr dritt gehen. Nicht mehr dritt, alle tun schon nichts mehr. Anscheinend noch plus, gut, man von Quelle gesagt, wer hier so alle Quiz-Night, da wäre so immer gut. Ja. Da könnte man Gölle fragen, nicht mehr dritte. Ah, tja. Muss du wohl in einen kommen. Musst du wohl in einen kommen. Ja, warum kannst du das heute nur lauscht? So, Philipp, weißt du noch, wie das Demos war, für die Studentenprä bei der Bangun zu freuen? Ich habe eine Freundin, die geht gerne auf Wien studieren, die fragt mich, wie wir das Demos gemacht haben. Ich weiß das doch nicht mehr. Oh mei, seitdem hat sich vieles verändert. Ah bon? Wie dann? Ma ja, wenn du bis deiner Koch vom Staat für die Studentenprä gekriegt hast, kannst du das einfach 100% wie Asnet, wie so sie online machen. Und du brauchst mal nicht mehr von der Uni heimzukommen. Ah, ja, oh, das klingt ja aber nicht schlecht. Und weißt du noch, ob Demos durchgegangen hast mit der Suche für als Studentenleben zu finanzieren? Ah, daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß aber, dass du bei der Spurkiste extra Prä zu ganz guten Konditionen kannst aufrufen. Oh, super, weil dann gebe ich die Informationen mal weiter. Auch früher war nicht alles besser wie heute. So, Philipp, du weißt ja, dass ich mir gleich ein Appartement kaufen. Ja, ich wollte effektiv nach froh, wie du das mit der Assurance da gemacht hast. Das ist effektiv ein ganz gut froh, weil ich habe verschiedene Assuranzen nicht verglichen. À mon avis hat AXA die perfekte Solution. Bei hinten im Site kannst du nämlich direkt deinen Tarif simulieren. Ah, das klingt ja perfekt. Und wie sieht das da konkret aus? Du gehst einfach auf devis.axa.lu, du gehst deine Informationen an und dann an ein paar Klicks kriegst du direkt eben die Simulation von dem Tarif. Und das Ganze ist mega einfach, geht mega schnell, alles ist inklusive. Du gebe ich dir rekommandieren, einfach es selber auszuprobieren, indem du auf den Link hinten an der Beschreibung klickst. Das ist die YouTube-Video, musst du und deine Freunde allein? Genau, ganz allein. Und mittlerweile so ich mal, dass ich mit YouTube eine Pause machen oder abhalten, ich weiß es nicht, weil
Den Druck saß es schien allein quasi für alles zu montieren, also Ja. all Video zu machen. Ich schon mein Freund den nicht ganz filmt, aber wir schuld bei den Foto, Video Was war drin, ja? Ein Film mit einer Kamera, so ein 5D Canon oder nur mal ein kleines Mikro. Und da klappt auch alles gut, also ich meine, ich mache schöne Videos und alles. Aber es hält einfach so viel Zeit, wenn du bedenkst, dass ich dann auch arbeiten gehe und ich komme heim und ich montiere die Videos und dann Menschen am Voice-Over und dann muss ich noch auf TikTok-Video machen, auf Instagram. Irgendwann so mein Körper auch lauscht an Melodie, mein Pause, das kann nicht so weitergehen. Ja, lohnt sich entschieden einfach mal YouTube quasi abzuhalten und just noch YouTube Chance zu posten. Allein, das ist schrecklich viel Arbeit. Punkt Suche müsste wahrscheinlich auch mehr mit Social Media wie mit YouTube, oder? Suchen, also ganz ehrlich, ich mache nicht so viel. Mit Sponsorships wirst du arbeiten oder wo ist die Quasi just Instagram. Social Media. Ja, weil ja, Instagram funktioniert gut daran, hat auch am besten Reach, wenn es von dem Sponsoring geht. Was ist TikTok? Ja, weil TikTok ist für mich mehr international. Und ich habe ja mehr mit letztebäuschen Marken. Das heißt, eventuell, wenn ich eine Agence hat, die international vertreten wird, dann eventuell ja. Aber ja, also ich so nicht mehr, ich gehe nicht reich mit Social Media. Wenn ich mal eins mal eine Vakanz kann listen, das ist cool. Aber ich bin auch mehr froh, wenn ich Sachen geschenkt kriege. Weil die kann ich dann noch weisen und das ist auch mehr authentisch. Und, ja, wie gesagt, also ich bin ganz zufrieden, wie es läuft. Ich meine, du kennst noch viel mehr Zoom, aber wenn du andere Sachen gibst mal an, die sind nicht dann, die vielleicht nicht so gut passen. Vielleicht. Solo nicht OnlyFans, hallo? Ich kann vielleicht so meine Face machen, wie weiß. Wir sind die Leute echter Fan von deinen Kleider oder von dir? Und das ist eine interessante Frage, die ich mir schon immer stelle. Weil ich weiß nicht, wieso ich dann direkt von der Haut auf so bekannt bin, auch halt zu Lützeburg oder wenn ich in Paris bin oder egal wo, wieso ich, also ich weiß, dass meine Kleider eine große Kontribution dazu waren, um meinem Succès, weil der dann war etwas, was kein möchte, was kein gesagt. Und ich weiß nicht, so offen, ich probiere immer noch mehr krass, so nach mehr krass Kleider zu fahren, nach mehr Glitzer, nach mehr pompös. Und das möchte ich nicht für ihn und das auch nicht für ihn die Kontakte und das Budget für selbst zu machen. Aber am Anfang konnte ich ja am Anfang just die Video gemacht, wo ich dann für Geschäfte Werbung gemacht habe. Und die haben auch gut geklappt. Und ich so mal, das vielleicht einfach meine Art und Weise. So Kombination. Genau, so ein bisschen, ich probiere immer ein bisschen seriös, mit dann noch witzig zu sehen. Und immer Variationen an mein Content zu bringen. Klappt nicht immer. Also ich meine schon noch viel Flops, wie mein Mr. Beast Video, den ich gemacht habe. Das war ein kompletter Flop. Ja. Komplett, ja. Das war Mr. Beast Video. Die Idee cool fand. Ich wollte das größte YouTube-Video für Lützeburg machen. Und schlussendlich ist es das Monster-Video, die ist ganz Lützeburg. Ja, und ich war so traurig. Ich weiß nicht, ob ich gekrascht habe. Ja, weil ich hatte 6 Monate Arbeit dran investiert. Ich wollte 200 Leute in der Kreisstierchen und du lässt die bleibst, gewinnt 1000 Euro. Das war alles organisiert. Ich hatte den Casino 2000, den man den Tal sponsorisiert hat. Dann kriegst du 1000 Euro Bon sponsorisiert und mega viel Kadoen. Also die Leute tun, ich weiß nicht was, muss ein Video gucken. Da kriegt die Views, dann hast du nicht mehr den Monster geguckt. Es war auch ein Apple Watch zu gewinnen und Bongen. Wie war der Sponsor? Wie? Wie waren die Sponsors von dem Video? Ganz verschieden. Orange, eine Baufirma. Und die Leute hast du random gewählt, die am Kreis waren dabei? Aber die konnten sich ummelden. Okay. Und das heißt, ich hatte über 200 Ummeldungen. Und waren sich 7 Leute in der Achtung. Schwer. Ah, war Ja. das das Problem? Ja, nicht nimmer. Und also das soll so gehen, dass wir dann müssen den Tag selber alles immer organisieren. Und ich war gar nicht drauf vorbereitet, weiter das so ein Event zu machen. Krass. Ich war allein da mit meinen Leuten, YOLO ging ich so. Und voilà, und du kommst halt auf die Straße und das bin ich gegangen wie es soll. Und Challenges waren dann mehr kompliziert, weil wir gar nicht getan haben. Wir waren wirklich... Schlimmer wie mir. Ja, wirklich. So. Das war ganz schlimm. Und das ist aber gut gegangen, wir konnten alles gefilmt und
das Video kommt raus, ich erwarte mal 100.000 Views, weil ich da meine Partnerin versprochen habe. Und bis heute hat mein Video mal keine 5.000 Views gekriegt. Okay. Voilà. Das war halt die größte Flop, den ich in meiner ganzen Karriere konnte machen. Das wahrscheinlich, weil es einfach nicht den Lane ist. Das ist nicht. Und weil so viel Werbung einfach am Video. Weil das Video schon noch eine Karton geguckt, ich war einfach dran und an dem Moment dann schon einfach keine Werbung. Okay. Irgendwann sind Leute, die da gucken, sie sagen, boah, ich gucke just Werbung. Okay. Ja, und ich meine, das war der größte Fehler, den ich da gemacht habe. Okay. Und wie viel, ich war 7 Leute im Kreis, und sie müssen so lange bleiben, wie sie konnten. Ich war ein Challenges da, wie Mr. Beast, wo da müssten, wie bei Squid Game, wo die müssten Seelen zählen, wo die müssten Karten zählen, waren noch ein paar Chancenspielen dabei. Es waren, wie nennt ihr, Plank, Plank, genau. Du hast eigentlich über 5 oder 6 Minuten gehalten. Die sind dann am Final gekommen. Cool. Also Völkerball im Moment. War Völkerball und ja, weil das war auch der Moment, wo du Leute aus dem Spiel rausgeflogen sind, mit sie konnten sie rankommen, weil man nicht genug Leute hatten in der. So ist einfach alles schief gegangen, was schief hat, geht gut. Nee, das ist nicht schlimm, ich meine, es wieder leer den. Direkt mal nächstes Sie lernen Leute immer dazu. Ja. Was hast du noch gelernt außer meiner Werbung? Von 200 Leute schon mal kommen, dann in Drittel dann. Ja, das auch. Und einfach Sachen nicht so groß gesehen. Ja, da sind Sachen einfach mal nie klein gesagt, weil ich schon oft gemerkt habe, wenn du Event organisierst oder ob Leute hier ist, auch wenn sie auf Social Media präsent sind, heißt das nicht, dass sie nur auf dem Event präsent sind. Das heißt nicht, dass sie sich viel durch die platzieren. Ja. Also sie kriegen wirklich etwas. Also bei mir waren aber 1.000 € zu gewinnen. Und ich habe von ein paar Leuten gesagt, ja, morgens hättest du aber keinen Bock mehr aufzustehen. Weil ich war zu frei. Sonst ist morgens ein Ding oder so. Das war hin zu frei für 1.000 €. Und das müssen wir mit Account schaffen, weißt, dass Leute 10 € oder keine Ahnung verdienen, dann kriegen sie die zurück. Vielleicht. Ja, nichts kann man mehr absehen. Ja. Fangen Sie dich geil, wie das? Ja, mir auf alle Fall. Also es wäre eine Experience, die cool wir nach Renka zu machen. Es war extrem viel Arbeit, auch der Montage an drin. Also wir haben 4 Kameras gefilmt plus ein GoPro. Der Tisch hat noch x Material. Was du selber alles geschnitten? An 2 Wochen ohne das Video zu machen. Ich kann noch zu machen. Ich meine schon über 100 Stunden und ein Video geschafft. Am plus schon noch Spezialeffekte drauf. Ja. Ich wollte so mega hype sein, ja, mega flop. Die Leute wissen noch nicht, wie viel Arbeit das ist. Nee, gut nicht. Nee, das war nicht mehr negativ, weil durch das Video kriegst du Vision. Ja? Weil RTL hat das Video geguckt und sie sagten, well, das kann ich aber ein bisschen präsentieren. Und du, wenn es uns mal nicht organisieren mit der Präsent. Du für die Organisation in Holland so, das ist halt bon. Okay, der Rest geht klappen. Okay, mit der war es ja aber gut. Ja, dann wurde es aber, ob ihr schon etwas debouchiert ging. War das nicht zum Beispiel auf Französisch? Das Video, alles auf Französisch, weil ich über meine Community. Du bist alles auf Französisch? Ja. Weil am Anfang konnte ich alles auf Englisch gemacht, weil ich meine Studien am Mailand gemacht habe und meine größten Follower 12 kommen aus Mailand und international einfach. Voilà. Und also hatte ich mein Content auf Englisch gemacht mit meinem furchtbar französischen Akzent und Leute haben die Gag mit mir gemacht, aber irgendwie war das aber charmant und dafür die Leute dann immer mir gefallen dann immer also die Bisou, den ich schon mal zum Schluss gesagt habe. Du warst Frankophon? Ja, meine Mama ist Französ. Und ja, meine Mama sprach auch Französisch und Lützebäuerisch. Aber voilà, und dann wollte ich halt irgendwie mehr Reach, weil die 20.000 Views, die stehen uns hat, war cool, aber ich wollte mehr. Und so sollte ich mal, ich muss den Spruch wissen. Und du sind ich halt auf Französisch geswitcht. Du hast auch meinen alten Instagram gelöscht, einen neuen Instagram gemacht. Und du hast so 6 Monate aus losgegangen. Voilà. Und du sind ich heute. Ich habe so ein YouTube-Video geguckt für rund 2 Jahre, weil du hast 28.000 Follower auf Instagram und so gesagt. Hallo, am Anfang war er 10-fach. Ja, das war recht sehr, ja, das geht. Ja, aber auch etwas, was wichtig ist, weil ich kennt aufschwätzen ist. Wie sehr ich vergesse es. Weil, hallo, am Moment,
Also ich war ja mega viel auf YouTube, dann irgendwie, und da war ich viel mehr auf Instagram und auf TikTok präsent, merci. Und es geht so sehr. Also wenn du 3-4 Monate einfach nicht mehr konsequent postest, vergisst du das Leute. Rhythmus auch, ne? Ja, nee, einfach weil die Leute dann einen anderen da followen okay. oder etwas anderes. Und nicht mehr, weil sie kriegen einfach die Routine, die zu followen, Dinge am Tag, Dinge neue Sachen, die Krise immer auf zu... Sie wissen, dass du post. Aber wenn du anfängst, dann so mehr, ja, post nicht schnell. Ja. Und das merkst du mega sehr an den Statistiken. Zum Beispiel hatte ich früher auf Instagram immer zwischen 20 und 25 User, 20 bis 25.000 Views an meiner Story. Und lo, seitdem ich gestaltet Männer posten auf Instagram und noch einfach mehr Collabs posten, weil die muss posten. Den anderen Content, ja, als du halt. Sieh mal lo, aber die 5 bis 8 und gut geht 10.000 Views. Okay. Also das geht super sehr. Ja. Also ich so innerhalb von 3 Monaten, was du vergisst, wenn du nicht konsequent postest. Krass. Ja. Möchtet ihr so Druck? Ah ja. Ja. Mega viel Druck, weil du willst ja nicht vergisst gehen, weil du siehst, dass du sagst, wo ich so lange drauf geschafft habe. Also ich meine, das war 4 Jahre, wo ich mal so ich lebe durch Social Media, durch mein Blut fließt Social Media. Und wenn ich dann als Post, und das nicht mehr so wie früher, das nicht mehr so die Reach, den du früher hast, ist so egal, was gepostet, das ist immer so viral gegangen. Und da sind ich auf dem Moment, wo ich so okay, ich habe noch mal YouTube-Mann gemacht und ich will mehr die Social Media machen wie früher. Aber das ist nicht mehr so dasselbe, das tut schon weh. Also, du willst, ich gehe alles und ich gehe präsent. Ich möchte einen Unterschied zum Schluss vom Tag, ob du 20.000 oder 30.000 Views gibst. Also du in dem Fall nicht. Mit mir aber einen Unterschied, wenn du solo mal eine Menge zu erlernen, 50.000 Views kriegst oder 300.000 Views auf einem Video. Zumal, wenn es dann in Kollaboration geht, weil egal was ich gepostet habe, hat immer gute Reach, aber du fängst schon mal an zu schweißen, wenn das Video nicht wirklich gut funktioniert. Weil da sieht Max sich, ja wieso ein Schimmdalo 100 Millionen gehen. Ja, 100 Millionen gehen, dann hat nur gut nicht den Benefis direkt zu kriegen. Voilà, ja. Aber so Genre zum Beispiel Autocenter Goethe, das geht dich bestimmt auch unterstützen, wenn du die Talschen von den Views kriegst oder doppelt so viel Views, ne? Ja, ich meine schon, ja. Weil egal was ich poste, funktioniert und auch immer gut par rapport einfach von Lützeburg. Ne? Wir sind ja aber ein kleines Land und ich meine, die Leute, die mein Content followen, für die gefollowt haben, für 4 Jahre followen noch immer. Und die gucken halt an meine Sachen an. Ja, ich denke schon, bei internationalen Marken geht es dann halt mehr schwierig. Ja, okay, du kennst, ja. Weil zu Lützeburg denke ich mir immer so, erstens, wie du siehst, par rapport zum Rest, also immer noch über viel. Und ich meine, Lützeburg ist auch viel so, sie vertrauen dir, weißt du, du bist so mit Mädchen, weißt du, so. Oder bei uns dasselbe, weißt du, so, wir machen auch nicht die krass Views, wir einfach, weil sie wissen, ja, sie sind gut Junge, weißt du, so. Voilà. Dann unterstützen wir sie. Und mit diesem sind schon ziemlich bekannt. Ja, also, kein 500.000 Millionen. Wir machen das lohnt. Da kriegen wir 1000 Millionen Views. Also richtig Mr. Beast Video. Ja. Aber komm, man, das wirklich, das wäre jetzt. Aber so wirklich so krass Challenges. Ja. Nicht mehr so Plank mehr. Ja. Pass auf, meine Challenges waren schon krass. Zum Beispiel, zurück auf die Video. Ich wollte den Challenge mit der... Pardon, ich gehe mit, schon so viel geschwärzt. Mit der Schnur da, mit der dicken Füße. Und ich hatte kein Händchen, Mattbursch. Und die Leute hatten sich, es waren Leute, die hatten sich die Schnur runter in den Arm gebunden. So, und die waren halt mega verletzt, gell. Die mussten einen Doktor rufen. Und selbst unterschrieben, dass du dich nicht verkloren. Ja, Gott sei Dank. Weil tun sich Leute effektiv verletzt, weil ich auch gar nicht so weit durch, weil ich das noch nie gemacht habe. Und du sagst einfach, wie schwer also auch so Sachen selber zu organisieren, wenn es da lang was. Ja. Der will sich nie beim Seelzählen sehen unter dem Tann. Ja. Weil wenn es sieht, da geht ein Druck über zu an der Brusthand. Ich habe einen Kollegen, der das hat, die zu waren. Okay, ja. Du weißt. Nein, mit ander. Mit 1000 Euro. Okay, weil das sind Leute, die immer mitgemacht und die suchen sich bestimmt genau das selbe.
Ja, ja. Auch zurück zu Quiznal ganz kurz, da haben wir auch effektiv ähnliche Erfahrungen gemacht, weil wir sind auch, wie du ein bisschen mehr so Zaberle, weißt du so. Ja. Einfach so. Und wir hatten als 2007 aber losgegangen, eben am Snooze, und wir haben gedacht, okay, treffen wir uns 2-3 Stunden für die Runden, gucken wir was froh, dann sind wir gut vorbereitet, so. Für euch schon so mega gut Präparation. Und da kommen wir da hin, und da waren innen halt viel zu wenig Tischer, was wir auch wussten, mit mir gedacht, wir können Tischer von oben noch hochholen. Wir natürlich für sie aber das Service auch oben gebraucht, das heißt, wir konnten Tischer nicht hochholen. Okay. Und dann war so, okay, fuck, was machen wir da? Ja. Und dann, die einzige Solution, die uns angefallen ist, ist, okay, wir gehen an den Gruppetto. Heiner. Aber während 2 Stunden haben wir alle durch aus dem Gruppetto rüber an den Snooze gedrohen, an 30 Grad Hitze. Aber wie Idioten sind wir zu 2 hin und her geschweißt, wie Idioten wirklich. Ja. Dann hat man dann nur keine Und wir hatten Zeit. halt auch noch 10 Minuten, die Leute kommen. Hat er aber Chance, Ja. weil... Ja. Mir das immer so. Mir bon, wenn ich denke, möchte ich wissen, Ja, für ja, nächstes ja. Jahr. Nächstes Jahr kommt dann auch noch Probleme. Ja. Mir da wissen, Ja, kommt voilà. für nächstes Genau. Jahr. Ja. Ja. Nee, Das ist immer, das ist also, immer wir so. verstehen das. Ja. Ja. Ähnlich ob die Frohe von den Gästen gehen, die wir Ja. vorgestellt haben. Von den Zuschauer. Merci. Ja. Wollte ich noch so, und ich muss Zwan. mich bei dir entschuldigen. Ah ja? Ja. Okay. Weil ich nämlich ich mich mit dieser Person also nie gesagt habe, gedurcht. Und ich meine, es geht wahrscheinlich vielen jungen Männern so. Aber das ist einfach so Junge ein Bar, Männer? ja, so ein Bar wie so, weißt du, so ein Prinzessin auf Social Media. Ich konnte gar nicht damit relaten. Okay. Und Ja, dann? das sind ich auch ein bisschen. Ja, Ein mit- Barbie-Prinzessin. Nee, ja, ja, mit das aber auch so. Hat Trotzdem- das sehen. Ja, mit das aber auch. Ja. Was die mit der Charakter von mich Facetten. Ah, ja. Und die habe ich nicht gesehen. Ich habe Ja. nicht gesehen, dass du ultra witzig warst, dass du business-minded warst, weißt du, so. Und wo ich mich nur für Präparation angefangen habe und du bestimmt doch, war ich auf einmal so, hä, mir hat das krass, hat das cool, hat das, Hat das krass, hat das cool. Hat das mehr wie just so sein Ich kriege nicht all Chaos Ah, so. Ja, ja, ich weiß das. Also, wenn ihr mich nicht kennt, ich habe doch schon oft gesagt, du wirkst mega angebildet. Und ja, ich meine, das ist einfach so eine Mauer, die ich dann kreiert tun, für mich zu beschützen, weil die Welt auf Social Media ist hart. Und ich weiß, dass wenn ich mich so weise, wie ich bin, ich werde dann da sehen, wirklich, dass ich viel Kritik kriegen. Genre? Keine Ahnung. Aber zum Beispiel, wenn ich auf Französisch angefangen habe, kriege ich ganz viele Kommentare, wie zum Beispiel, geht's an dein Land? Oder Schwarzmal Lützeburgisch. Ja. Und ich weiß, Das dass warst ich... du, gell? die Ja, Qualität. schön. Ich weiß nicht. Nee, und ich hatte darauf reagiert, dann ein Video früher, du warst schon nicht auf TikTok, meine ich, oder? Keine Ahnung. What? Und ich habe noch gekrascht und vielleicht ein oder anderen, ja, wo mich heute suiviert an dem Podcast erinnert sich dran, du hast ich hatte dann eine Story gepostet, genau, wo ich mich da mega aufgeregt habe, an meiner Story, wie schlimm das wir und ich weiß gar nicht, wo ich gegen schwätze. Also schon wirklich Sachen gesagt, die muss nicht halt missen sollen, Okay. ich habe doch auch gesehen. Und das wurde gescreen recorded und das wurde auf TikTok gesagt. Und das war für mich ein Albtraum, das wurde auf meine Arbeit gewiesen. Und das war ganz schlimm. Und ich bin bei Police gegangen, zu fragen, ob ich nicht keinen fortmache. Die sagten, hast du Pech, du hast das selber ein paar auf Social Media gesagt, ich denke schon, Leute können machen, was sie wollen damit. Auch wenn ich hatte meine 20 Minuten drauf gelöscht. Und an den 20 Minuten wird nicht gescreen recorded. Weißt du wen? Keine Ahnung. Okay. Das war irgendein, den dann Clickbait wurde. Pass auf. Spiele für Geräusch, was auch. An Social Media vergisst auch nicht. Ja, verzeih doch nicht, dass die Chance die Fehler müssen als Pech. Und du weißt, Social Media sind ja schon mal riecht, kariert, ich weiß, was ich einfach meine Passion und Und ich probiere dann heute ein bisschen mehr cooler, witzig zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob Leute das wirklich wollen gesehen. Ja, das weiß ich bei dir, bei deiner Brand. Genau, Das weiß Leute ich, wären mich für mich direkt gesehen. Ob sie wirklich wollen gesehen, dass ich auch cool am Jogging daheim trillen kann, ich weiß nicht. Mit los in Kommentare, aber ist doch positiv. Ja, ganz Das ist Französisch. Ja. Ja, also ich wirklich 95% als positiv. Du hast immer die 5%, die
die so an den Haar sie scheint, so, keine Ahnung, der Make-up aus allen. Einfach auf die. Ich denke, wo sich Nee, Nee, meine ich nicht. Das ist einfach ein guter Punkt, weil also ich meine, in zwei Möglichkeiten, wie du mit umzugehen. Entweder so wie du es musst, probieren, es proaktiv zu evitieren oder zu reduzieren. Oder, wenn es da einfach so der Gag gemacht muss und drüber stehst und da denkst, so, das ist eine Pity, den weißt du, Ja. den Haarhaut scheiße, na okay. Ich stand Pity sind Haare genauso scheiße, weißt du? Ja, nee, also keine ich will das doch gut persönlich. Ja. Ich so einfach, wenn die Leute kommentieren, scheint auch gut. Von den Ziffern oder Thomas gehen ich blocken, also die Person dann in dem Moment. Und ja, voilà. Also ich habe eh voll, wo ich ganz rose war, das war zum Beispiel. Ganz. Ich hatte so gut kein niemand nicht, aber ich hatte eine Kollaboration kriegen für ein Event zu Lützeburg. Und ich hatte die Story gepostet, All Eyes on Rafa. Für einfach, Ja. ich gehe nicht darum ab. Aber wenn ich die Story gepostet habe, habe ich die Collab verloren, weil SWAT. Und du warst wirklich ganz rose. Und ich so doch denen. Expose sie. Nee, und ich so Sag bitte. denen noch, ich will nie mehr mit denen irgendetwas zusammen arbeiten, weil ich verstehe die Reaktion nicht. Kannst du euch so, weil da will ich auch nicht mit denen zusammen schaffen. Hey, du meinst nicht. Nee. Also dein Großmacht zu Lützburg. Nee, voilà. Ja, mir krass aber. An dem Das ist Fall krass. fand ich nicht okay. Also Ja. du kannst auch nicht egal was mit einem Ja, Influencer machen. Das ist wichtig. Und anders noch gemerkt, das heißt, wenn du deine Meinung teilst, ja, also du bist Influencer, du hast viel Reach und es sind ganz viele Leute, die andere Meinungen haben. Über dich, über was du denkst, über weiße Schwarz, über... Mehr am Anfang kannst du wirklich den Reach benutzen, für die Brands zu exposen. Mensch nicht. Für was? Weil ich Leute respektieren. Aber und nicht so. ja, mir wenn sie in den Webele gehen und die schon getroffen, also die Entscheidung und nicht Ja, mehr. sie muss ja auch nicht anfangen. Voilà. Nee, ja. Und ich verstehe ihre Punkte an dem Moment nicht. Und ich gesehen aber nicht an, wieso ich sie expose ging, Ja. für sie ihnen dann Nee, nur du noch wolltest zu sie schulden. schweigen, Ja, ich schulden, ja. Nee. Ich gebe es dir aber gerne exposen. Ich will einfach wissen. Am Anfang von den Statistiken, wie viel Prozent sind Mädchen, also Frauen, und wie viele Männer? 95%. Ja. Frauen. Krass. Ja, ja. Von 16 bis 60. Ah, ja. Ja, von bis, also auch all die Leute, die mich auch kennen, ich habe du erstaunt, auch einst du älter Monsieur, die dann einfach in der Straße kommen und oh, ich verloren ihr schon bei TikTok oder Instagram. Ja, Ich fand das genial, ich fand Ja, das das ist genial cool. einfach. Das ist gut. Cool. So, kommen wir mal halb weit froh von den, nicht Gast, von den Zuschauern. Also, ich schenke Hannen und Sophie LTR kurz zwei Fragen an dich. Okay, Fred Einkehr, was sind deine Ziele für das Leben? Also, was willst du noch erreichen? ja. Ah, ja, okay, ich Was antworte. willst du? Ja, ja. Also, eben mein größtes Ziel, als auf dem Festival de Cannes invitiert zu gehen. Ich probiere das schon 3 Jahre, nee, das klappt nicht. Ich habe gar keinen Kontakt, ich weiß nicht, wie ich froh soll. War denn Tommy Schloss nicht? Du Ja, wir brauchen das Jahr an dem Milieu dran. kann hier dann nicht helfen. Ich habe mit dem Monsieur Schreiben geschwärzt. Tommy. Schreiben Tommy. Ma, und, Wenn du die machst. voilà, also das Schlimmste ist, ich schaffe mit Leuten wie Netflix, Ja. zusammen an Kinepolis, mit die Kinder auf dem Festival da kann. Und ich Netflix probiere. geht nicht, ne? Nee, sie sollten man nicht. Also ich hatte schon einmal gefragt. Und für 2 Jahre sind sie nicht gegangen. Vielleicht wird das mittlerweile geändert. Aber schon einfach die Kontakte nicht. Und das ist so ein großes Ziel von mir, da hinzukommen. Weil ich fand, dass den Event, wo ich mich gerne weise ging, mit dem größten, pompösten Rock, den ich je kennt, fand. Und ja, das ist so wirklich ein Riesenziel. Also, es ist schon ziemlich viel erreicht. Dann muss ich schon mal noch vielleicht ein anderes Ziel. Ja. Und die Agence kann auch nicht helfen. Ich probiert mir das kompliziert, weil wir in Lützburg basiert sind und muss ja auch etwas an der Markt bringen. Und wenn sie mich schicken, müssen sie genau wissen, wer ich ihnen bringe. Ja. Und Hast du dann weißt- noch nicht genug verloren, meinst du? Für... Aber ich meine schon, ich habe nicht, Ja. nicht die richtigen Kontakte. Mhm. Ach, nächstes Jahr ist eine neue Chance. Ja. Okay, interessant. Und die zweite Frage von Sophie ist, gehst du lieber an einem anderen Zeitalter leben? In Klammern seht ihr noch, wenn es Dinge crazy Rack also. Ich meine nicht. Also, ja, okay, andere Zeitalter. Bridgerton-Zeit. Ja, aber Frauenrechte
Also ich weiß es nicht. Lady Ussel, ne? Ja, okay. Nee, also ich bin schon ziemlich zufrieden an diesem Zeitalter zu leben. Ich ging auch nicht zurückgehen, weil ich einfach heute als Frau machen kann, was ich will. Und ich meine, wenn ich früher so gelebt hätte, dann ja, vielleicht früher will ich dann echt so Boxen undoen. Vielleicht wäre ich da so ein Mensch und ich kenne das dann in dem Moment nicht, weil die Sozietät es nicht erlaubt. Ja. Und voilà. Okay. Ich bin ziemlich zufrieden nach 2024. Ja. Gut. Ich habe schon noch ein paar Fragen. Wie wichtig ist dir Transparenz bezüglich bezahlte Kollaborationen auf sozialen Medien? Du hast noch eine Erklärung auch. Transparenz zum Beispiel die Paid Partnership Label benutzen, wenn die bezahlt wird. Ja, also ich meine nicht. In Frankreich ist es mittlerweile Gesetz, in Deutschland auch. Muss ich immer umgehen, wann es bezahlt ist. Ich meine nicht, überall an meinen Posts, an meinen Storien, überall sowieso. Wenn du mit französischen Marken zusammen schaffst, so sie auch, du musst an den Storien schreiben. Überall immer ouvriert, links, schreiben ich Kollaboration kommerziell oder so, dass Leute wirklich gesehen, dass den Kollabor ist, dass ich entweder dafür bezahlt gesehen, aber nicht geschenkt, dass schreiben ich Produit offert, dass Leute halt gesehen, okay, das kommt geschenkt, das ist schon Werbung dafür. Das schien doch schon so 100% transparent. Wie viel der Kleider bist du denn? Stell mal gerade 4, weil das ist so viel. Ich sitze 8. Aber das hält über viel Platz. Nee, das ist schon gar kein Platz dafür. Also früher waren sie an meinem Mini-Dressing bei meinen Älteren. Also sind ich geplündert, schon mit meinen Freunden zusammen. Wir haben gar keinen Platz für meine Reisen zu machen. Und der Biologe-Keller, wo aber noch kein Schloss drin ist, der Tisch mein Rack sind an der Garage, wo das Auto steht, so auf einer Kusch. Bis der eh nicht was den anderen. Und der Plan ist ja, dass man die Mini, schon nicht Garage, Keller. Oh la la. Mini-Keller, Raumen, frisch streichen und oder meine Rock-Dressing machen. Weil die Racks sind riesig und haben so viel Platz. Und was da so viel ist wie ich. Also ich weiß mal nicht, wie ein Rack schon so viele da holen. Das ist mega schlimm. Die scheinst du packen, ich sage, ja, oh cool, den du. Wirst du dann nie waschen oder verkaufst du? Doch, wahrscheinlich für den Television habe ich gespannt. Ah ja, stimmt. Wenn ich kann, probieren statt zu verschenken. Ich habe noch viel mit Marken zusammen für Kleider zu verschenken. Und das Problem ist, alle Rackot für mich ist eine Geschichte. Und ja, der Tisch ist oft immer schwer, dann den einfach so wäscht, die noch zu verkaufen. Also, ja. Hast du noch ein paar Fragen von, was war das bei YouTube? Wahrscheinlich, ja. Hast du schon einen Rock umgedacht, den du nicht gerne hast? Mais den du umgedacht hast, für einen Pläsier zu machen? Ja. Ja? Ja, es war eine Marke aus dem Kosovo, die hat mich monatelang gefragt, für eine Werbung zu machen. Und sie waren so cute, wirklich. Und sie haben mich so oft gefragt. Und irgendwann war Irak den okay ausgesehen hat. War einfach, du hast halt die verschiedenen Designer, du hast halt die aufhängen können und die wirklich noch nicht so die schönen Schnitt machen. Und ich werde da eine Werbung für sie machen, dass dann viel Hate drauf kommt. Am Anfang, genau, das ist kontraproduktiv. Und da war ich so, bon, okay, ich solo ja, meint du nur. Und ja, der Rock hat mir schon sagen, auch gut gefallen. Also ich habe eine Werbung dafür gemacht, gesagt, dass es mir gefällt und so. Weil sie waren so live mit mir, ich konnte ihnen das nicht undurch. Und ja, weil das war ein Kerl, das 4 Kommas, ja. Heißt eine eigentlich bei uns, wie finanziert ihn sich so Rack? Das ist ein gut Frage. Also, stell ich mal eins durch. Also, ich kriege ein paar Suchen auf YouTube. Das ist gut, nicht geil. Der hat sie vielleicht, wenn es gut geht, 200 € im Monat. Das ist aber schon, wie ich geschätzt hat. Von den Views auf die Chance. Und mit denen Suchen, die man schon auf Zeit, aber wenn ich da genug habe, kaufe ich Rock, aber wie man viel schon gesagt hat, ich kriege auch viel halt ausgelehnt einfach oder verschenkt. Aber wenn ich gucke, ich für so einen mega verrückten so ein Hochzeitskleid zu kaufen, das ist ein bisschen um Zeit für YouTube. Also finanzieren ich es. Okay. Ich lese noch die zweite von der Seite. Wie baut ihr so eine Community auf? Alltag posten. Alltag posten. Und immer motiviert bleiben und immer neue Sachen posten.
bis das Leute einfach nicht mehr genug von dir kriegen können. Das ist so aggro sind von dir. So. Ja. Das klingt nicht so. Hast du am Anfang Lust, so selber eigentlich eine Macht zu Absolut, ja, ich überlege mir das schon mega lang, wirklich. Ja. Nee, nur dem sich so viele Events auch schon gemacht haben und so oft gesehen und dass es dann von wirklich schwer also auch halt zu Lützeburg Leute nicht vorhin zu kriegen oder ja, ich verkaufe auch meine Räge auf Winter und du geht halt nicht so gut fort, wie ich mal halt viel gestaltet tun. Für mich als denk Passion stört mich nicht halt so 2000 € an den Rack auszugehen, weil einfach so nach den Materien und so schön und voilà, und ich poste das auf Social Media mit einer anderen Person, die sonst nicht unter mich, die das nicht dafür ausgehen. Ja. Und dafür ist das halt so ein Thema, wo ich mal so, ich gehe immens gerne irgendwann ein Mark oder einfach ein Collab, kann ein Designer machen oder was weiß ich, einen Pop-Up-Store abmachen, mal Purek oder so, für die zu verkaufen. Muss nicht aber immer recht bleiben? Oder das ist ja aber mein Marke. Ja. Kappen, ja, einfach noch Perücken, ja. Und große Geraldine. Komm, shop at Geraldine. Klingt gut. Ja, so Genre wie Davi, findest du schon noch. Ja, die Kleider sind auch mega schön. Oh, lala. Auch für mich eine Traumkollaboration. Das war schon hier im Geschäft. Ich habe gesehen. Und ich hatte eine Kollaboration mit der Stadt Lützburg. Die sagte mir, du musst an das Geschäft gehen. Und schon 400 kann, gell? Nee, anscheinend gar nicht. Schon faszinierend. So schön! Ja. Und, ja. Hast du Davi kennengelernt? Ja, nee, das war den Tag nicht du. Der geht euch auch sehr gut verstanden. Ja, weil von mega cool und auch Lunch gesehen hat, ich bin mega Fan von ihm und follow in die Story. Ich gesehen hat neue Geschäft aufgemacht. Ja. Ja, top. Das ist ein Fall, da hat ein Event. Ja, hat auch gesehen, mir schon ein Glas hier noch wieder Tisch. So, sollen wir zur Geld froh kommen? Yes. Du hast eigentlich froh, die überlöscht für Zuschauer. Ja, also. Was können sie gewinnen? Was können sie gewinnen? Okay, also. Pass auf. Sie können gewinnen. Ein Autoporträt, den ich gemalt habe. Von mir an einem Rock. Cool. Weil er vielleicht irgendwann, das hat mega viel Wert, so ich mache. Ja, safe. Stell dir vor, ich bin noch mehr bekannt. Und dann gehe ich schon in den Bus überrannt. Und dann ist das so, keine Ahnung, 10 € wert. Dann kannst du dir gut an den Weg tun. Smart oder du bist einfach mega Fan und du willst ein Autoporträt. Egal, ich sag mal. Ich will irgendwas verschenken. Was cool ist. Ja, voilà. Von Lucky Big oder so verschenken. Und denk froh aus. Wenn froh aus am Anfang, kannst du halt auf die Seite legen. Ja. Okay. Wenn froh aus. Also, wenn du einfach ein Nobody warst und du postest ein spontanes Video auf Social Media, das Video geht an der Nacht ultra krass viral. Am nächsten Tag stehst du auf und mit so vielen Millionen Views. Und du gehst kaufen, du bist in der Joggingsbox wie immer normal, wie es ob am Samstagmorgen ist. Schiedverein erkennt dich, einfach Schiedverein, so gut man dann an der Kies. Was ist deine Reaktion? Was müsste, wie behältst du dich? Ja, gut vor. Cool, gefällt mir ganz gut. Ja, weil ich schieß noch, dass das für mich ganz schlimm war. Ganz schlimm. Wie hast du da reagiert? Ich schieß noch, ich war bei Lasch, du bist Badbombs kriegst, ich war da angeladen um ein Mini-Event. Okay. Und du kommst so klein Mädchen bei mir. Oh mein Gott, du bist das auf Social Media oder auf TikTok. Und ich stehe einfach dafür und denen. Und ich habe so geguckt. Ich habe gar nicht gesagt. Sie haben gar nicht gesagt, weil so ein awkward Moment von 10 Sekunden. Und ich so, merci. Und ich war gar nicht darauf vorbereitet. Es war mega schrecklich für mich. Und ich weiß noch auch eine Situation, die mega penibel war. Ich werde mich auch gar nicht erzählen. Ich habe meine Regel, ich war Tampon kaufen. Und Kessia hat mich erkannt. Und ich komme da mit meiner Tampon-Küche. Und ich war so, okay, guck nicht, was ich kaufe. Weißt du, das war so penibel für mich. Ich wusste nicht, was ich so soll. Ich wusste nicht, was die Person von mir denkt. Und das war mega komisch. Weil wirklich, das hat mir gar nicht gefallen am Anfang. Ich habe mir auch die ganze Zeit so geguckt, okay, wie guckt auf mich? Wen denkt was? Und das war ganz komisch. Wie müsstest du, wie denkst du darüber? Oh, los, mal egal.
Lo, wenn die Bäume könnt, ich bin mega froh, ich will Fotos mit den Leuten. Ich will immer die Zeit, weil die Leute wollen sich auch Zeit, mein Content zu gucken. Ja. Und ohne die wäre ich schon gut nicht in den Schrank sind. Hast du so ein Go-To-Froh, dann Thema, was mit den Leuten schwätzt, wenn sie zu schwätzen? Weil ich struggle nach Haut, mir geht nicht so erkannt, wie du mir, wann ich mal erkannt gehen. Ja. Also ja, coole Podcasts, ne? Sie sind immer so, ja, okay, merci. Und dann hast du eben oft den awkward Moment. Und ich meine, wenn du die richtig froh einfach hast, so, ja, zum Beispiel, ja, war das dann die Lieblingsepisode? Wenn du in so hast, dass du so das brichst. Ja, mit das fertig ist dann, wenn sie nicht alle Episoden geguckt haben, dann wissen sie gut, was Okay, komm mal spielen, denke ich komme dabei. Moje, was du da von TikTok? Kann ich ein Foto machen? Ja, komm mal ein Foto. Okay. Xing! Und dann? Und dann so eine, ja, was müsst du da lo? Wirklich? Gibst du das Face? Ja, ich war 4 Uhr, war ich am Kino, hatte ein Meeting. Und du hast mich mit erkannt an der Sortie vom Kino. Und da war ich so, cool, geht da lo Film gucken oder was bei da gucken. Ja, einfach mehr so casual. Einfach, was musst du? Das ist schon gut. Oh, gehst du noch in die Stadt spazieren? Und das fand ich dann mega cool, weil es einfach so gechillt war. Ja. Okay. Weil, heute hatte ich auch eine Situation, zumindest bei mir jungen Leuten, wo ich da froh und kriegt gut keine Antwort, weil sie einfach paralysiert sind, so, wenn sie noch nie so eine Person gesehen haben. Ja, wirklich, und da waren sie paralysiert und das ist wirklich so awkward, wie du stehst dann da, was so, okay, Adi. Ja, ich kann mir vorstellen. Fair enough. Voilà, das ist einfach chill, einfach. So wie Kollegen. Ja. Weil sie kann das ja abfangen. Also, ja. Sie kennen dich, sie sind nicht bei all da. Sie wissen, wie du bist. Und du kannst sie aber nicht. Ja. Und wenn sie beide kommen, sind sie so, wow, mega cool. Und pass auf, wie passt du? Ja. Ja, das ist ein gut Vor. Wie passt du? Was? Ja. Und dann haben wir noch einen Froh von unserem letzten Gast für unseren nächsten Gast. Okay. Und dann du so ein Froh dafür den Dono. Und Froh als, ganz einfach, mir ganz schwer, mir ganz simpel. Was ist der Sinn vom Leben? Der Sinn vom Leben. Der Content will das gewissen. Der Content, mein lieber Content, mein Sinn vom Leben als glücklich zu sein. Ja. Aristoteles auch. Ja. Voilà, mit dem werde ich machen. Die schon unglücklich sind, manch alles für zu ändern. Wenn irgendeine Situation mir nicht gefällt, dann probiere ich aus der Situation rauszukommen. Weil ich meine, wenn in ein Leben drauf basiert, Sachen zu machen, die ich nicht gerne möchte, dann sind sie nicht glücklich und dann würde ich keinen Sinn am Leben. Aber was heißt das glücklich sein? Oder war das Lebensglück für dich? Mit Leuten sind, mit denen man sich gut versteht. Genau, soliden Entourage. Und weil auch auf der Arbeit Sachen machen, die ich gerne möchte, muss ich sich nicht forcieren, selbst wenn ich nicht will machen. Oder wie schon auf Instagram, nicht egal was akzeptieren, Freiheit tun, Freiheit tun, den eigenen Choix können zu machen. Ich habe keine YouTube-Videos mehr. Genau. Gefällt mir nicht, klappt nicht, ich anderen, ich mache mehr TikTok, ich kriege mega coole Sachen geschenkt, mich glücklich, das ist gut. Und wenn ich mich glücklich möchte, probieren wir in eine andere Richtung, mit denen sich immer innovieren und probieren, Seisen vom Leben zu finden. Apropos, ich habe gleich ein Insta-Reel gesehen. Und da war ein, und ich fand interessant fand, die sagt, die Leute machen oft den Fehler, dass sie meinen Glück vom Leben so müssen aktiv zu sichern und zu finden. Aber am Anfang ist es viel mehr spektakulär, wie man meint. Das ist nicht, dass du so mega ekstasisch dann irgendwo so in der Euphorie lebst, sondern das ist einfach die Abstinenz, also der Mangel von Unglück. Also das ist einfach just das. Das ist einfach so an einer Situation, wie lo am Anfang, was wir gerade tun, weißt du, so, wo es nicht irgendetwas Negatives beschäftigt. Ich gehe mal davon aus. Das ist schon Glück. Und das ist nicht so, dass du immer so den Peak hast, immer den Adrenalin-Rush oder den High. Heinz, du weißt, du sitzt auf der Terrasse, du hast ein Orangenjus gepresst, da steht wieder, ich kann es kein Bäume, mich glücklich. Und Heinz, das ist bei mir ganz viel der Fall, ich bin glücklich mit Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich habe wirklich das beste Beispiel dafür. Ich war auf der Uni am Master, wir waren in einer Fabrik besichern, die Schuhe herstellt, war mega cool. Zum Schluss ist alles schief gegangen, der Bus hatte eine Panne, wir hatten 6 Stunden Verspätung. Ich war um 5 Uhr morgens in Mailand zurück, um
Ari vom Tram. Und mein Kollege war gesagt, Schiedfried war mit. Und ich schon viele Scheieren. Ich schon so schön fand, dass in dem Moment an einer so einer großen Stadt wie Mailand viele schon zwitschern. Und ich so, wow, the birds are singing. Und ich war so schön. Und mein Kollege war so meldet. Ich wollte nicht schlafen. Nee, voilà. Ja, das ist Ja. gut. Das ist gut. Es war auch war ja der Weekend über viel Sturm, geil. Ja. Und da war so ein Tipp, der stung am Problem da, und es war über viel Regen weg. Und dann hat sie da getanzt mit Kopfhörer so geil. am Regen, so einfach auch dick, coole Moment. Ja, und Ja. Seise. Wir hatten noch einfach so eine Situation vom Charlotte Caroline, wo wir an der Skivakanz waren und wir hatten als letzte Gondel verpasst, also letztes Ah. Und da waren wir innen und dann müssen die ganze Birsch, weil aus Hüt war oben im Birsch, und die ganze Birsch müssen zu 6 Kollegen Schrecklich. hochklettern. Schrecklich. Und wir waren so gesackt und da war ein mega schöner Sonnenuntergang. Oh. Und da war Caroline über gut am Nachhinein so, oh wie schön, stell dich die Summe, kommt mal ein Foto. Und mir Ja. über gesagt auf dem Foto. Wir hat jetzt genau den Moment richtig gemacht, einfach so den Moment genießen. Geil, ja. Und Das ist ich, schon Caroline. voilà, ich meine das dick oft. Also wirklich, wo ich mal so, hast du brauchst nicht weit sicher. Hast du einfach gucken, wer den holt. Und ob kleine Städte mehr aufpassen, wie ob so große Sachen, die vielleicht mehr blinken. Ja. Was denkst du extra für den nächsten? Für die nächste. Also, mega unspektakulär. Das ist mir echt schon gefallen. Also, wenn du eine bekannte Person kennst, treffen für Kaffee oder so, egal von wo wir oder egal wie ihn, Mann oder Frau, wie wir oder wieso. Gut, wie wäre bei dir? So weit war ich nicht. Wow, Also bei dir? Den du so kann bringt. ja, vielleicht. Oder so als Star, ich weiß nicht. Überleg du schon. Den White. Gut. Kann er mal gucken. Gut. Ich weiß nicht. Ganz Okay. ehrlich. Okay. Dann hast du das Cliffhanger. Ja, Nächste Episode. Aber willst du noch in das was gehen? Sehr findest du Pass und sehr glücklich mit dem, was du hast. Fertig machen. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.